Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Live. Wir haben heute am Abend ein Live von Swiss German Online und ich mache noch ein Licht an. Ja, wir haben ein Live von Swiss German Online und ich möchte euch erzählen, was wir für ein Thema haben. Wir viel auch hocken. Wir hocken am Computer hocken, wir hocken am Tisch hocken, wir haben Sitzungen oder wir könnten Sitzungen auch sagen. In unserer Jugendgruppe, wenn wir Sitzungen gemacht haben wir gesagt, wir haben einen Höck. Und ja, über das Wort, mit dem Wort haben wir eine Geschichte gemacht, Dialog in Dialogform. Wir haben ein Paar, die verschiedene Wünsche haben. Jemand will lieber rumhocken und jemand tut lieber aktiv seine Zeit verbringen, seine Freizeit verbringen. Wie ist das bei euch? Tut ihr lieber in eurer Freizeit ein bisschen abhocken, ein Buch lesen? Vielleicht habt ihr ein Hobby, das man im Sitzen macht. Hallo Hardy, guten Abend. Was hast du für ein Hobby? Machst du dein Hobby? Musst du dich bewegen, für dein Hobby auszuüben? Oder machst du dein Hobby im Sitzen? Zum Beispiel, meine Großmutter hat unglaublich gern und gut gelismet. Sie hat gelismet, also zum Beispiel so ein Jäckli oder kleine Sachen. Sie hat Socken gelismet. Aber natürlich, wenn man so ein Hobby hat, dann nachher sitzt man wieder viel. Also man hockt auf dem Sofa oder auf einem Stuhl oder auf einem Schaukelstuhl. Das ist auch schön, wenn man so schaukeln kann. Oder ich hocke manchmal auch gerne in der Hängematte. Wir haben so eine Hängematte, wo man nicht liegt, sondern wo man eher sitzt. Also ich kann in der Hängematte hocken und zum Beispiel ein Buch lesen. Das mache ich gerne am Abend ab und zu. Aber so viel Zeit habe ich nicht. Also wenn ich fertig gearbeitet habe, dann muss ich mal etwas kochen oder putzen oder in den Garten gehen oder so. Also ich mache auch Sachen, die viel mit Bewegung verbunden sind. Wie ist das bei euch? Tun ihr gerne hocken in eurer Freizeit? Tun ihr gerne etwas lesen? Hardy, deine Hobbys sind Kuchen und Reisen. Also Kuchen gibt es 2 Sachen. Da kann man Kuchen machen und backen. Dann ist man in der Küche, dann ist man eher aktiv und bewegt sich viel. Aber man kann auch Kuchen essen. So ein bisschen Käfeln, einen Kaffee trinken und ein Stückchen Kuchen essen. Das ist ein schönes Hobby, aber man muss aufpassen, vielleicht, dass man es nicht zu viel macht. Erstens, weil man dann eben sitzt, meistens, weil man hockt. Und zweitens, weil man dann zunimmt, wenn man zu viel Kuchen isst. Kommt darauf ab, was für ein Kuchen, ob er irgendwie mit viel Rahm ist und viel Creme oder ob er einfach so ein Rüebli-Kuchen ist, etwas mit wenig Zucker oder sehr gesund, ja, was auch immer. Also, ich nehme jetzt an, du tust gerne Kuchen backen und dann hast du eine ganze Familie oder deine Freunde oder so, die gerne Kuchen essen, die dir helfen, diesen Kuchen zu essen, dass du nicht allein musst essen. Ja, das ist ein schönes Hobby. Und Reisen, das ist natürlich verschieden. Reisen, während dem Reisen tut man viel sitzen. Zum Beispiel sind wir letzte mit dem Zug gereist und wir sind 6 Stunden unterwegs gewesen. Also wir sind 6 Stunden im Zug gehockt. Und zum Glück haben wir einen Sitzplatz gehabt, aber ab und zu sind wir gleich aufgestanden. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, wir sind ins Zugrestaurant gegangen, etwas trinken und so.
dass wir uns ein bisschen haben bewegen. Ja, und ihr, wenn ihr reiset, wie reiset ihr? Man kann natürlich auch mit dem Velo reisen oder man kann zu Fuß reisen. Man kann so eine Wanderung machen, eintägige, zweitägige, dreitägige Wanderung. Und dann nachher bewegt man sich sehr viel während dem Reisen. Während dem Reisen muss man häufig auch irgendeinen Rucksack tragen oder einen Koffer. Und man bewegt sich. Man muss einsteigen und aussteigen und umsteigen. Ausser vielleicht, wenn du mit dem Auto fährst, dann nachher bist du auch viel am Sitzen. Du hockst hinter dem Steuer oder vielleicht bist du Begleitperson und oder du hockst hinten im Auto. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man ab und zu eine Pause macht und wenn man dann in dieser Pause ein bisschen seine Beine streckt, ein bisschen Übungen macht oder so. Aber man kann auch im Hocken zum Beispiel Übungen machen. Man kann seine Muskeln anspannen, man kann seine Beine lüpfen und die Füße bewegen und so weiter. Oder den Oberkörper ein bisschen strecken im Hocken. Wer von euch macht manchmal so Übungen zwischendurch, wenn ihr zum Beispiel im Büro sind, am Arbeiten oder wenn ihr daheim etwas am Computer machen oder während dem Fernsehen schauen oder Filme schauen. Wir schauen ja nicht mehr immer alles am Fernsehen. Tust du dich dann manchmal strecken und ein bisschen bewegen zwischendurch, dass du nicht ganz rostest. Auf Deutsch haben wir so eine Redewendung, wer rastet, der rostet. Also wenn jemand rastet, also eine Pause macht und eben dann meistens absitzt und nichts macht, dann, oder sich nicht bewegt, dann nachher wird man rostig, so wie Metall, wo rostig wird, wenn es an der Luft ist und wenn es alt wird und dann kommt der Rost, wenn es nass wird vor allem. Ja, also wer rastet, der rostet. Wenn man rostig ist, dann nachher funktioniert unser Körper dann nicht mehr so gut in dem Sinn, dass wir dann Beschwerden haben und Gelenkprobleme oder so. Also es ist gut, wenn wir immer in Bewegung bleiben, aber es gibt verschiedene Typen von Leuten. Die einen, die brauchen ganz, ganz, ganz viel Bewegung und andere, die brauchen weniger Bewegung. Also nicht jeder Typ, nicht jeder Mensch ist gleich. Ich bin jemand, der gerne Bewegung hat, aber ich tue auch gerne zum Beispiel nähen oder Gitarre spielen oder lesen. Und das sind alles Sachen, die man im Sitzen macht. Ich tue auch viel am Computer arbeiten. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein Stehpult hat. Wer von euch hat ein Stehpult, dass er nicht den ganzen Tag hocken muss, sondern dass er zum Beispiel das Pult aufentun kann, zum Stehen während dem Arbeiten. Und wenn du müde bist vom Stehen, kannst du wieder das Pult runter und sitzen beim Arbeiten. Ja, also am nächsten Montagabend haben wir einen Livestream. Wir reden über die Geschichte reden. Wir gehen die Geschichte durch, die wir vorbereitet haben. Sie ist jetzt schon online. Du kannst sie schauen und du kannst dich einschreiben und unseren Kurs gratis testen, eine Woche lang. Oder im Moment ist es, glaube ich, noch einen Monat lang, aber irgendwann ändert es dann. Wir wollen das machen auf eine Woche, kannst es testen. Du kannst auch schauen, was für Lektionen wir schon im Archiv haben. Und am Montag, am Abend, am 8. haben wir einen Livestream. Der geht eine halbe Stunde, der Livestream. Und dann nachher haben wir ein Zoom-Treffen.
Hardy, du lebst schon 1,5 Jahre in der Schweiz und du hast gute Kenntnis von der Schweizer Sprache, also sehr wahrscheinlich vom Schweizerdeutsch. Wenn du jetzt Deutsch schreibst, es gibt natürlich auch andere Sprachen, die man redet in der Schweiz. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Französisch oder Italienisch oder Rätoromanisch. Wer weiß? Also ich kann ein bisschen Französisch, aber ich kann weder Italienisch noch Rätoromanisch. Das ist, das habe ich nie richtig gelernt. Ja, gut. Also, wenn ihr möchtet, findet ihr den Link in der Beschreibung und dort könnt ihr draufgehen auf swissgermanonline.com. Hardy, du bist ein Kurd aus dem Irak, okay? Und du bist vor 1,5 Jahren in die Schweiz gekommen. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt in der Schweiz und du hast gute Stelle gefunden, oder? Du kannst arbeiten. Ja. Okay. Alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr Lust habt auf mehr, könnt ihr schauen auf swissgermanonline.com oder am Dienstagabend haben wir den gleichen Kurs, auch so einen Dialog mit einem Livestream und einem Zoom-Treffen. Wenn ihr Hochdeutsch möchtet lernen, könnt ihr dort kommen, in Hochdeutschkurs am Dienstagabend auf german.talk. Gut, hat mich gefreut, dass ihr da gewesen. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Samstagabend und einen erholsamen Sonntag, einen ruhigen Sonntag. Vielleicht einen aktiven Sonntag, wo ihr nicht nur daheim rumhockt, sondern wo ihr schönes Wetter geniessen und rausgehen. Und bis am Montag oder am Dienstag. Macht's gut. Tschüss zusammen.